Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Ready. Ja, Schön bist du let's go. Danke für die da. Lage. Hey, sehr gern. Ja, hallo miteinander. Nächste Folge, jetzt redet wir. Heute mit der Liesl. Madame, magst du dich vorstellen oder ein paar Wörter zu dir verlieren? Ja, also ich bin die Lisi. Ich arbeite seit bald 2 Jahren im Gefängnis. Ich habe 2 Kinder und natürlich ein Leben, das ab und zu recht turbulent ist. Ja, glaube ich. Also jetzt Berufswelt oder privat? Oder eine Mischung aus beiden? Nein, es ist mehr das Private, wo da manchmal so ein bisschen Stürme aufkommen, aber meistens flachen die dann auch wieder ab. Ja. Und dann kommt dann der Nächste. Hey, meine Mami hat immer gesagt früher, auch wenn so das Arbeiten mega streng war, hat sie gesagt, Arbeiten ist voll die Entspannung im Vergleich zu, wenn du daheim bist und die Mami muss sie gar nicht zum das abwerten oder also zum Kind abwerten oder es ist mega anstrengend, aber es ist ein Fulltime-Job, ne? Das ist schon, also Mami sie ist jetzt nicht. Absolut. Also ich kann so wie die Mamis verstehen, die nonstop daheim sind. Ja. Dass ihnen mal die Decke auf den Kopf geht, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe dort im Lockdown, wo wir hatten, vor 3 Jahren. Etwa, Ja, etwa. etwa plus minus 3 Jahre. Krass. Zeit Schon ein rennt. Zeitchen her, Ey, ja. ich schwör's dir, als wäre es gestern gewesen, die scheiß Massnahmen die Ja. ganze Zeit. Da bin ich einfach irgendwie so 1,5 Monate daheim gewesen, nonstop, habe gleichzeitig noch Homeschooling gemacht mit der Grossen. Der Kleine war zwar noch recht klein, gewesen, noch fast ein Baby. Und ja, dann einfach nur daheim sein und nur Haushalt und nur Kind. Nein, es geht da Decke auf den Kopf. Und darum ist Arbeiten so ein bisschen ein guter Ausgleich. Schon, es macht das Leben manchmal ein bisschen schwieriger mit der Organisation und mit allem. Aber es ist trotzdem ein guter Ausgleich. Du hast Gespräche mit den Arbeitskollegen. Du siehst einmal etwas anderes als daheim. Der Arbeitsweg, der gibt mir sehr viel. Ist zwar mega weit, der Arbeitsweg, den ich habe. Aber ich habe gleich, auf jedem Weg habe ich plus minus eine Stunde, wo ich wirklich für mich sein kann, meine Musik hören, ein bisschen meine Gedanken nachhängen und so weiter. Und das wirklich so momentan, was also die Grundpfeiler angeht, Arbeiten und Kinder und Haushalt, würde ich momentan jetzt so gar nichts ändern. Nice. Ja, wenn wir schon gerade bei diesem Thema sind, Austausch im Geschäft. Ja, die Lisi ist meine, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Man hat doch im Geschäft also Arbeitskollegen, mit denen man redet, oder Arbeitskolleginnen, mit denen man redet, gewisse Themen. Und sie ist meine persönliche Beziehungsberaterin, kann man sagen. mein Liebesleben-Coach, so ein bisschen. Ja, ich glaube, dort haben wir uns so ein bisschen gefunden. Also ich weiß nicht. Man muss sagen, ich arbeite im Mediendienst. Sie arbeitet jetzt als Aufseherin, Betreuerin. Es sind ja, ganz andere Jobs. Klar, wir arbeiten im gleichen Haus, aber wir sehen uns nicht jetzt 24/7. Also ich bin so ein bisschen weg vom Vollzug. Und ja, dann glaube ich, beim Medikamenten kontrollieren ist Das Gespräch aufgekommen, gell? ist das Gespräch aufgekommen und wir haben uns mega gut verstanden und ich habe mich gehört gefühlt. Und ich finde das auch extrem wichtig, dass man so Punkte hat im Leben. Also im privaten Umfeld sowieso, dann ist es noch wichtiger. Aber wenn du auch im Geschäft jemanden hast, finde ich das mega gewinnbringend. Also du hast mir mega geholfen, du hilfst mir immer noch. Und ich finde, man braucht auch eine Expertise von einer Frau, weil wir einfach nicht alles verstehen können. Das finde ich ein mega wichtiger Punkt. Gell? Dass man auch mal nicht nur mit seinen, jetzt in meinem Fall mit seinen Kolleginnen über so Sachen redet, sondern auch mal die Sicht von einem Mann hört. Ja. Weil trotz allem Mann und Frau, es unterscheidet sich so krass und manchmal ist es einfach nicht möglich, für so einen Mann verstehen als Frau und umgekehrt genau das. Voll. Und wieso dann nicht von dieser Situation etwas rausziehen, anstatt gar nicht aufzumachen? So. Ja, genau. Ja, wir haben uns heute getroffen, aus dieser, also ein Punkt sicher, wo ich mega spannend finde, als Mami in einem Gefängnis zu arbeiten, mit noch ein paar anderen Themen angestoßen, sage ich mal. Aber ich glaube so, ich würde gerne mal mit dem anfangen. Ich stelle dir mal eine mega
ja, ein bisschen eine asoziale Frage. Oder eine, die vielleicht ein bisschen tüpft. Ich bin gespannt. Wie kannst du das für dich ausmachen, als Mami, wenn du jetzt weißt, wir haben jetzt jemanden im Gefängnis oder hey, Eintritt ist angemeldet, Pädophile oder Kinderpornografie oder also grusige Sachen. Macht das etwas mit einem? Das ist so ein Thema, wo man sich kann und muss abgrenzen. Ob man will oder nicht. Schon geil. Ja, absolut. Wir sind nicht da bei uns im Geschäft, also allgemein in der Gefängnis sind wir nicht da, um Leute zu verurteilen. Das ist nicht unser Job und ich bin froh, ist es nicht unser Job, dass wir mit Leuten verurteilen. Und was jetzt gerade bei uns im speziellen Fall dazu kommt, ist, wir sind ein Haftgefängnis. Ja. Und dort ist einfach von Gesetz aus niemand schuldig, solange er bei uns ist. Also ist es auch nicht an mir, um da irgendjemand anders zu behandeln, mit jemand anderem zu reden, nur weil er aus dem Grund da ist. Es kann genauso gut sein, dass der Mensch völlig unschuldig bei uns ist. Ja. Es kann sein, dass er schuldig ist, dann ist es aber wiederum nicht mein Ding, um den zu verurteilen. Okay. Oder? Also du nimmst eigentlich so wie die Situation, wie sie ist, UGZ, eben Untersuchung, keine Schuld noch auf Papier, sind alle unschuldig. Und dann denkst du dir so, ich mache das eigentlich zu meinem Benefit und denke einfach, jeder ist unschuldig. Dann kann ich mich abgrenzen davon. Und ob er es jetzt gemacht hat oder nicht, mit dieser Frage beschäftigst du dich gar nicht. Nein. Ja. Nein, das ist natürlich, wir dürfen nicht vergessen, wo das wir arbeiten. Auf jeden Fall, da hat es nur so Zammelämmchen drunter. Und da hat es schon gewisse Schlitzohren dabei. Es hat auch hohe Sinn dahinter, sage ich immer so schön, wie auch in der eigenen Welt. Also das ist, ja. Ja, man darf das halt einfach schon in den Hintergrund rücken lassen. Man muss auch die Sicherheitsaspekte halt nicht außer Acht lassen, das definitiv. Aber habe ich gerade den Faden verloren? Soll ich einfach mit etwas anderem kommen? Was ist deine Lieblingsfarbe? Oder scheiß Thema was? Oh mein Gott! Nein, du hast es einfach außer Acht lassen. Meine Frage war so wie klein, eben, nimmst du den Punkt gerade und sagst, hey, ich darf gar nicht wie urteilen. Ich frage mich auch gar nicht, ist er schuldig oder nicht, weil deine Arbeit ist so wie die Betreuung. Absolut, oder? Ja. Ich sage dir auch ehrlich, ich mache das ja auch. Also ich bin jetzt kein Papi, Mami bin ich auch nicht. Aber ich habe auch eine Nichte, die ist auch 2. Und wenn ich so Sachen sehe, weißt, es macht schon etwas mit einem. Bewusst, unbewusst. Ich bin auch der Meinung, zum Beispiel Vollzug könnte ich nicht arbeiten. Kannst du im Vollzug arbeiten? Oder du kannst auch sagen, ich müsste mich mit dem auseinandersetzen, aber du kannst es nicht beantworten. Ja, nein, ich kann es jetzt definitiv nicht beantworten. Ich habe da viel zu wenig drin gesehen. Ich höre halt nur von vielen Leuten, die zum Beispiel bei Schweiz arbeiten, dass es schon ganz ein anderes Arbeiten ist, als wir das machen. Also ich bin absolut zufrieden dort, wo ich bin. Also ich meine jetzt Ich habe wirklich, mir das noch nie wirklich so überlegt. Okay. Ich meine jetzt wirklich mit dem Aspekt jetzt, dass die Leute dort verurteilt sind. Also das ist ja, glaube ich, so der Changing Point. Weil dann weißt du, also du weißt, zu 99%, also das Rechtssystem funktioniert ja auch. Es ist ja jetzt nicht, also es ist nicht wie in Amerika, wo irgendwie Leute 30 Jahre sitzen und das hörst du mega oft und dann sind sie unschuldig. Klar kann das da auch passieren, ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber schon Seltenheiten. Das heisst, ich sage jetzt mal, wenn 100 Pädophile da drinnen sind, ist sicher 1, 2, 3, 4, 5, 90 dabei, wo das wir haben. Und das ist für mich so ein Grund, weil wir ja auch, eben, du kennst mich auch so, Authentizität ist für mich mega wichtig, so dass ich mit den Leuten so real sein kann, wie ich bin. Und das ist auch meine Überlebensstrategie. So. Ich weiss nicht, ob die schuldig sind, das ist mir auch gleich. Das ist nicht mein fucking Job. Aber nein, Vollzug ist, also grosser Respekt vor jedem, der es kann. Ich glaube, das musst du auch wirklich können, aber ich könnte mich glaube nicht mehr abgrenzen. Das müsste ich schon sagen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich zu wenig mit dem jetzt so auseinandergesetzt. Momentan ist es so, dort, wo wir arbeiten, dort
geht das relativ einfach für mich, dass ich halt dann wirklich die Arbeit daheim lassen kann. Mhm. Schon, das hat der eine oder andere, wo man so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Sorgen macht, aber wo seine Situation mir ein bisschen zu denken gibt. Ja, ja. Gerade so bei ganz Jungen, so bei 18-, 19-Jährigen, die niemanden haben, die alleine auf der Welt sind. Es kümmert sich nicht wirklich jemand um die. Und einfach so mit 18, 19, finde ich, ist man noch weiter weg vom Erwachsensein. Und Ja, da braucht extrem. man halt noch Leute, die einem dann leiten, die einem den Weg zeigen. Wenn ich mich zurückerinnere an mein Alter, bin ich froh gewesen, habe ich da Leute gehabt, die mir so ein bisschen den Weg gezeigt haben, wo durchgeht und wo nicht. Und dann gibt es halt einfach solche, die sind Mutterseelen alleine da auf der Welt. So Sachen, das geht mir schon ein bisschen näher. Mhm. Aber so jetzt gerade fallspezifisch kann ich mich da recht gut distanzieren. Ja, ja. Musst auch können, nicht? Also eben, ich habe gestern mit dem Veto darüber geredet. Wenn du das nicht kannst, bist du sicher am falschen Ort. Mhm. Also wenn du alles Mhm. mit heim. Es ist ja eben, wie du sagst, so Fälle, oder ich bin auch ab und zu daheim und dann kommt mir etwas in den Sinn und ich denke mir so, schade für die Person. Es ist jetzt aber nicht, dass ich mich aufgebe dafür oder jetzt voll mitleide, aber es ist schon so traurig eigentlich, hätte so weit müssen kommen, weißt? Traurig hat ein 18-Jähriger so ein Problem, weil als 18-Jähriger ist es sowieso schwierig. Also, oder auch als 18-Jährige ist es ja auch extrem. Ja. Ja, hast genug, glaube ich, Struggles, dann brauchst du nicht noch eine Kiste, wo du drin sitzt. Ja, voll. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, wo du gesagt hast, du schaffst jetzt einen Knast? Oder wie ist die Nein, noch an, sorry. Wie bist du dazu gekommen überhaupt? Und wie bin ich dazu gekommen? Also das hat mich schon immer interessiert. Ja. Das ist, ich weiss nicht, ich hatte schon immer so ein bisschen Berührungspunkte gehabt. Mhm. Ich habe auch Verwandte, die bei der Polizei waren. Nein. Ja, es hat mich schon immer so ein bisschen, die Seite von der Gesellschaft hat mich schon immer interessiert. Mhm. Und dann war einfach irgendwie so ein bisschen nie Zeit dafür, wo ich noch jünger war, war dann trotzdem mal ein Alter ab 30, wo wir sich bewerben durften. Voll. Dann sind die Kinder gekommen und ich war da voll im Ding mit den Kindern, hatte einen anderen Job gehabt, und es war einfach nicht die richtige Zeit gewesen. Mit einem Baby kannst du das sowieso nicht machen. Und dann hat sich vor etwa 3 Jahren mein Leben auf den Kopf gestellt und dann habe ich gedacht, so, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und jetzt probiere ich es und jetzt mache ich das und jetzt bin ich da. Du bist happy und jetzt bist du im Podcast, als würdest du nicht schon lange Family und dann zwingt dich da der Hakan. Ah nein, ich komme gerne. Nein, eben, wie gesagt, wir mögen uns, wir verstehen uns und unterstützen uns auch. Also wirklich, ich finde es super. Ich finde auch, Frauen braucht es in der Gefängniswelt. Sicherheitsgrund oder ein Thema, da gebe ich dir nachher so. Aber was ich kurz sagen möchte, ist, wenn man sich vorstellt, voll agro, du bist am Durchgehen, keine Ahnung, hast einen Brief bekommen, dass du jetzt 10 Jahre hocken musst oder was weiß ich was, oder bist eh nicht so gut gesinnt, der Beamte. Du bist am Durchgehen und dann kommt ein Mann dort hin. Ein breit gebaut, mit dem Schlüssel, einem Glatzkopf, wie man sich so einen Gefängniswärter im Fernsehen vorstellt. Ist das schon nicht so förderlich auf die Aggression, dann noch so ein Typ, aber ich kann der liebste Mensch sein, ich will gar nicht sagen, aber wenn ich im Gefängnis wäre und ich wäre voll am Durchstarten und ein Typ würde kommen, dann würde das, glaube ich, auch ein bisschen mit abbekommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht so etwas Persönliches, dass wenn eine Frau kommt, dass ich wie so reagieren würde. Verstehst du? Weil, keine Ahnung, ich denke mir immer, stell dir vor, das ist deine Mami oder deine Mutterschaft irgendwo in so einem Setting. Darum, für all die sagen, Frauen gehören nicht in die Gefängniswelt, Achtung, es kommt ein Mittelfinger von unten, die können den sehr gerne einpacken und mitnehmen und sich die aufhängen. Mega gewinnbringend. Ich bin ein mega Fan davon und schön hat der Wechsel stattgefunden, weil vor ein paar Jahren ist das ja eine Seltenheit bis gar nicht rum gewesen. Ja, genau, nein, absolut. Also ich glaube, da kommt es auf den Typ mal drauf an, der gerade betroffen ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da Frauen durchs Band durch dann vielleicht jemanden eher trösten oder mit ihm schwätzen oder sich hineinfühlen, das definitiv nicht. Es kommt wahrscheinlich einfach auch auf den Typ Mann drauf an, wo kann er sich besser öffnen,
Braucht er jetzt mehr so ein bisschen einen Body? Braucht er jetzt vielleicht mehr so ein bisschen ein weibliches Gehör so ein bisschen in dem Stil? So ein bisschen verständnisvolle. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was für eine Beziehung hat man jetzt zu den Insassen. Ist es etwas, wo man hockt am Tisch und spielt mit denen mal ein Spiel? Dann kommt man so ein bisschen automatisch ins Gespräch. Was für Gespräche haben schon stattgefunden? Und ich glaube, dann kannst du dich auch eher jemandem anvertrauen, wenn du auch schon über gute Sachen geredet hast, über das Leben erzählt hast, dass dann der Aufseherbetreuer schon vieles weiss über dein Leben. Und dann kannst du wie auch mal so ein bisschen mit negativeren Sachen kommen, wenn du dich nicht gut fühlst und so weiter. Ich glaube, es kommt mehr so ein bisschen auf das drauf an. Würdest du aber sagen, Frauen haben eher die Fähigkeit, Empathie zu zeigen? Ich meine, es gibt auch Männer, die das gut können. Ja. Also ich denke jetzt mal an dich. Also du hast ja, ich habe schon ein paar Gespräche mitgelassen, wo du hast mit deinem Sass. Und da Hut ab, also wirklich die Nerven, die Geduld. Also wirklich, ich kann vieles von dir lernen. So. Merci vielmals. Darum würde ich da alle Männer und alle Frauen in einen Topf rühren. Definitiv nicht. Nein. Aber würdest du sagen, es braucht beides? So. Egal jetzt charakterlich, was es hat, was die Gender mit sich bringen, das braucht schon ein bisschen beides. Oder? Das So, definitiv. ein bisschen Diversität. Ja, und wie ist es in einer Männerdomäne? Männerdomäne, sagen wir so. Eine Männerdomäne, das vorher schneide ich aus. Ist das Schaffen, wie ist das? Oder ist es krass am Anfang? Nein, überhaupt nicht. Nein, für mich ist das... klingt das vielleicht blöd, aber ich bin schon mein ganzes Leben mit Männern besser ausgekommen als mit Frauen. Ja. Es ist ja so... Ja, ich bin eigentlich... Ich habe Brüder. Ich bin rundum jetzt Nachbarskind gehabt, das sind praktisch alles Buben gewesen. Und darum habe ich eher so ein bisschen den lockeren Umgang, vielleicht darf ich das so sagen, ja, mit klar, den Männern. Und von dem her ist es für mich keine grosse Umstellung gewesen. Ja, nein, also ich fühle mich auch komplett akzeptiert von jedem Mann, der dort drin arbeitet. Natürlich, man macht Späßchen und lässt mal einen blöden Spruch fallen, aber da kann man nur darüber lachen, dann kann man mal einen Spruch zurück. Voll, ja. Ja, ich habe gehört, es gibt ein paar so Zweiergespöne, die recht gegeneinander schiessen, so einem humorvollen Ding. Voll braucht es ja auch. Ich glaube, vor allem in ernsten Arbeitssettings braucht es auch extrem viel Humor, um das zu bewältigen. Es braucht ein hohes, stabiles Team, wo du... Also weißt, wir reden jetzt immer von Empathie und schön und eben Spiele spielen. Das sind sicher riesige Themen oder Punkte, die wir auch machen, aber man darf schon nicht vergessen, wo wir arbeiten. Gar nicht, dass du das machst, aber einfach für gegen aussen, oder? Es ist jetzt nicht so, du kommst und kannst den ganzen Tag Ping-Pong spielen. Du bist sicher auch mal beleidigt. Bist du mal beleidigt worden? Ja. Schon, ja. Schon, Aber ich glaube, es ist noch keiner davon. Keiner. Eben, du sagst es auch, ich bin auch mega empathisch, aber ich bin auch schon Hurensohn und ich kill dich. Und ja, ist gut. Ja, aber mit dem eben. Man darf halt einfach nicht vergessen, es sind Menschen, die manchmal psychisch krank sind. Das sind Menschen, also ich gehe halt auch immer von mir aus, ich bin nicht immer gleich gut drauf. Und es gibt Menschen, die haben sich besser im Griff, solche, die sich weniger im Griff haben. Ich nehme es also überhaupt nicht persönlich. Also, wenn sie mich beleidigen wollen, soll ich es beleidigen. Was ich aber mache, ist, ich suche auch das Gespräch nachher nochmal. Irgendwie, wenn sich so die ganze Situation beruhigt hat, versuche ich das noch zu klären. Und dann wieder kann man das klären und man kommt wieder auf einen gemeinsamen Nenner. Ja, und es ist halt so ein Lernfeld manchmal für mich. Wieso ist es überhaupt so weit gekommen, dass die Beleidigung stattgefunden hat? Ja. Ist es, vielleicht habe ich in einer falschen Situation oder in einer Situation falsch reagiert. Wie könnte ich das nächstes Mal anders machen? Und manchmal kommt dann das halt einfach, die Aggression kommt dann raus und dann wird man beleidigt und dann ist dann wieder gut. Also, Ja, also sicher nicht für Sensibilis, die wegen jedem Wort irgendwie eine Heulkrise bekommen. Aber es gibt doch auch Situationen, wo man sich nicht abgrenzen nicht, das ist das falsche Wort, aber
du hast auch deine Struggles, wie jeder Mensch. Oder du kommst auch mit, keine Ahnung, Kind ist krank, Gott bewahre, aber irgendetwas ist immer. Dann kommst du voll schlecht gelohnt zum Arbeiten, weil man muss arbeiten, also irgendwie muss ja Brot auf den Tisch. Und dann wirst du beleidigt. Dann kommt einer und sagt, du Schlampe, kannst du dann auch trotzdem so, ja, dann beleidigt er mich halt. Hast du Angst, etwas falsch zu sagen? Ja. Die Chefin hören zu. Nein. Was ich gestern mit dem Wettantag geredet habe. Wenn mir einer geben würde, ich würde ihm auch eine zurückgeben. Und sonst hat er das Gefühl, die Hand, die ihn füttert, beißen und so. Nein, ich möchte gar nicht dich in so eine Situation bringen, aber ich finde so wie... Man darf auch Psychohygiene machen, das ist auch so etwas. Weißt? Ich muss jetzt... Wir fungieren auch ein bisschen irgendwie als Vorbildsfunktion, weil... Wenn wir sagen, wieder eingliedern, dann müssen wir das ja auch ein bisschen vorleben, weil sonst wäre es ja ein bisschen, das ist wie wenn die Lehrerin raucht und sagt, raucht nicht, das ist auch so ein bisschen okay. Aber für das braucht es eben, finde ich, ein Team, das dann dahinter ist und wo dann reingehen kannst und kannst sagen, der Hurensohn, die scheiß Missgi. Heisst jetzt nicht, dass man ihn schlecht behandelt, aber lieber macht man es so, und flucht auch ein bisschen. Man muss jetzt nicht die Wörter benutzen, das sind einfach in meinem Sprachgebrauch drin. Oder der blöde Siech oder Gott verdammt oder keine Ahnung, was man sagen möchte. Einmal. Ja, einmal. Nein, heitere Fahne. Nein, weißt du, so Sachen braucht es auch mega. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was unser Gefängnis ein bisschen auch ausmacht. Man hat immer ein offenes Ohr, finde ich. Man hat immer ein offenes Ohr, du hast eine mega coole Persönlichkeit dort und wie wenn du jetzt in meinem Büro bist und mir redest und ich sage etwas oder sage so, oh, dem könnte ich gerade eine geben, ist nicht so, oh, mal, das schreibe ich mir jetzt auf. Dann gehe ich zu Hakan, seinem Chef, weil nicht, dass er ihm eine gibt. Man versteht, dass wenn so Reaktionen kommen, dass das auch so etwas wie einem auslöst. Viel, viel schlimmer finde ich, wenn du nichts sagst, das ungefiltert lässt und das dem Menschen zu spüren ist. Und das ist, finde ich, also falscher kannst du es wie gar nicht machen. Ja. Ja, nein, aber das ist das, wo auch unser Team ausmacht. Dass man kann gehen und sagen, schau, mit dieser und dieser Situation komme ich nicht klar. Wie würdest du es machen? Und man wird nicht verurteilt. Ja. Man weiss, man läuft ab und zu Situationen her, wo man noch nie hergelaufen ist. Man kommt mit Menschen in Berührung, wo man manchmal nicht mehr weiter weiss. Man hat alles gegeben und das, soll ich sagen, es fruchtet nicht. Und dann irgendwann steht man halt da. Ja. Und wir sind dort zum Lernen, und das wissen alle. Wir sind dort für zum neue Situationen irgendwie lernen zu meistern. Und man wird nicht verurteilt für das. Und das geniesse ich so, dass man dazu stehen, wenn man mal ansteht. Ich wollte etwas fragen, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Meine Lieblingsfarbe ist Sportrot. Danke für die Info. Hey, gerne. Nein, ich wollte irgendetwas fragen, aber es ist wirklich jetzt aus dem Kopf gefallen. Keine Ahnung mehr. Hast du eine Frage? Habe ich eine Frage? Nein, hast du eine Frage? Hast du... kennst du das, wenn so... es auf der Zunge liegt, aber ja, irgendwie so viel... Es kommt nicht ganz... Es kommt nicht an, es kommt nicht raus. Ja. Item. Ja, wie erlebst du so eben, wir haben gesagt vorhin, du bist im Mediendienst, du bist nicht immer so 24 Stunden um uns herum. Wie erlebst du das so ein bisschen? Siehst du das so ein bisschen ähnlich wie ich? Hey, was denn jetzt genau? Also mit der Umgang mit den Insassen? Oder? Genau. Hey, ja, ich finde, wenn man auch Arschloch ist, darf man auch Arschloch zurück sein. Das ist so ein bisschen wie meine Philosophie. Du kennst mich auch, ich gebe mega viel. Eben, wie du gesagt hast, die Nerven, die ich einmal habe. Die Leute stehen an, darf ich ein Gespräch haben, und ich bin ab und zu kommen 5, 6 Leute und ja, ich kann jetzt auch nicht mit jedem, es wäre 6 Stunden Gespräch. Ich muss aber ehrlich sagen, im Vergleich zu der Psychiatrie finde ich es viel, viel entspannter, weil wie du sagst, wir stehen an, es sind Themen einmal, wo ungut sind, es sind eben die Delikte auch, wieso die Leute reinkommen, es macht etwas mit einem, nicht, dass ich das verurteile.
Und so authentisch, wie ich mit den Mitarbeitern bin ich auch mit den Insassen, muss ich sagen. Also wenn jetzt jemand etwas macht, zum Beispiel, es gibt Medikamente, die werden gemörsert, oder? Damit die nicht irgendwie zweckentfremdet werden, geschnupft werden, weitergegeben werden, gesammelt und dann, dass sich jemand umbringt. 1000 Gründe. Und dann habe ich dem Insassen, der das gemörsert bekommt, habe ich gedacht, komm, ich gebe es ihm mal Code 2, also trocken, so als Tablette. Dann habe ich ihm das gegeben und ich habe so gesehen, wie er so macht. Und dann hat er gerade gehen. Und er ist so einer, er redet so 10 Stunden mit mir. Dann habe ich gesagt, Moment, ich komme jetzt nochmal zurück. Und dann habe ich gesagt, das macht mich jetzt maximal hässlich, habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, ich mache extrem viel da für sie und sie sagen mir immer, haha, huhu, alles schön und gut. Ich respektiere sie und dann habe ich gesagt, ist das die Form von Respekt? Und ich habe gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Eben, kennst du es ja? Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt lügen sie mir nicht ins Gesicht, man. Das schießt mich wirklich an, das macht mich hässlich. Also, für was investiere ich überhaupt die Zeit, wenn er den gleichen Scheiß wieder macht? Und dann ist es ein paar Tage gegangen, er ist ein bisschen, ja, also er hat's dann, ich habe dann wirklich ins Maul, ich bin fast rein in sein Maul, um zu schauen, ob er es genommen hat. Und nachher ist er gekommen und hat gesagt, ich bin jetzt 10 Jahre fast in der Kiste und ich habe so einen medizinischen Dienst wie noch nie gesehen. Nicht, dass ich das Nonplusultra bin, aber er hat gesagt, sie sprechen auch Sachen an, die ungemütlich sind. Und es ist so nicht, dass, kennst du, es gibt auch so Mitarbeiter, also jetzt, ich rede jetzt nicht von unserem Team, wirklich nicht, aber so People-Pleaser, Hauptsache nicht anecken, Hauptsache immer so gut durchkommen. Und das ist, ja, mit dem gönnst du wie nicht. Und ja, bei mir ist es so ein bisschen mit den Insassen, also direkt offen, voll in die Fresse, weil so kommt es auch von denen zurück. Und was so ein bisschen die Meisterleistung ist, die wir mit an den Tag bringen, ist, du musst immer ein anderes Sprachrohr wählen. Du redest jetzt mit einem Urschweizer aus Uri, der irgendwie 60 ist, nicht genau gleich wie einer, der jetzt von der Straße, von der Langstrasse wieder zu dir kommt. Ja. Und so das nicht Schauspieler, das will ich jetzt nicht nennen, aber so eben die verschiedenen Sprachrohre, weil das du einen gemeinsamen Nenner findest, dass es wie funktioniert, oder? Und ja, ich habe jetzt voll weit ausgeholt, aber das ist so ein bisschen mein Empfinden, wie das da mit den Insassen läuft. Ja, also du musst dich definitiv, und das innerhalb von gewissen Sekunden, das ist das eine Mal auch die Sprache, die du ab und zu musst Schweizer musst du auch, da schwitzen wir auch, ist total heiß. Switchen. Ich rede Schweizerdeutsch, Spanisch, Englisch, dann irgendwie ein Mischmasch aus allen Sprachen mit Händen und Füßen. Und dann ist es eben halt auch, du musst halt je nachdem, wer du gerade vor dir hast du eine andere, wie sagen wir dem? So ein bisschen eine andere Beziehungsebene, je nachdem, wie lange das halt ein Mensch schon da ist. Bei uns. Wir haben solche, die schon ein Jahr da sind, wir haben solche, die erst gestern gekommen sind. Voll. Und da musst du halt auch so ein bisschen vorzuschauen, wie redest du mit diesen Leuten. Bei solchen, die neu sind, tust du dich mal zuerst hertasten, wie kann man überhaupt gehen. Bei anderen, wo du weißt, die mögen die Meinungen so vertragen, so volle Pulle ins Gesicht und mal die Leute zum Überlegen bringen. Nicht nur sagen, ja, sie sind ein Arme, ja, mein Gott, und tü und so, sondern auch mal sagen, ja, überlegen sie sich doch mal, was könnten sie denn überhaupt anders machen. Also so ein bisschen die Leute zum Reflektieren bringen, so zum, ja, vielleicht, ich weiss nicht, vielleicht haben es bis jetzt noch nicht so Leute gehabt, die ihnen das mal gesagt haben. Oh. Man weiss nicht, was in ihrem Leben schon alles passiert ist. Ja. Ja, einen Denkanstoss geben, weil eben viele Leute wissen ja schon, weißt, dass sie etwas gemacht haben. Oder, aber so das scheiß Rechtssystem, weißt du noch, der hat der Maximovic geheißen, der Vortrag bei uns ist machen Kaslanovic. Okay, voll falsch. Maxim Klasanovic. Ja, genau. Ja, ich sage ja, brutales Team. Zusammen funktioniert es, allein als nicht. Der hat ja auch gesagt, weißt, ich hätte jetzt auch, das ist eben so ein Typ, der, ganz kurz, es gibt auch eine Folge über ihn, die ich allein aufgenommen habe,
das ist ein Typ, der 8 Jahre im Gefängnis gesessen ist und das in Thailand und das sind ganz andere Umstände, also Bett oder sich strecken auf den Boden und so einschlafen, kannst du vergessen, Küsse, kannst du vergessen, also nichts. Und der ist gekommen, dann hat er schon gesagt, am Anfang ist halt schon so, ja, ich kann ihm halt nur den Zettel geben und wegen dem bin ich wieder drin. Bis er sich denkt, Alter, das liegt nicht am Zettel, das liegt vielleicht an dem, wie ich mein Leben bis heute gelebt habe. Also, oder welche Entscheidungen ich getroffen habe, oder den Lifestyle, den ich wie habe, oder? Und genau mit so Leuten, die im Gefängnis arbeiten, die einmal den ungemütlicheren Weg gehen, tun auch etwas beitragen in die Wiedereingliederung von diesen Menschen. Weil wenn du immer sagst, wie du sagst, du Arme, ja, nein. Ja, schauen wir morgen. Hauptsache abwimmeln, Hauptsache keinen Stress haben und können keine chillen oder Ping-Pong spielen, weiß doch nicht. Dann also tust du nichts für die Menschen in diesem Moment. Und dir tust du auch keinen Gefallen, weil du bist nicht authentisch und irgendwann wird das zerbröckeln. Und irgendwann wirst du die Geduld nicht mehr haben. Und dann denkst du, was ist mit der Mann? Ich habe jetzt 3 Tage gesagt, es wird wie alles gut. Oder? Braucht aber auch natürlich einen mega starken Charakter. Ja. Aber ich glaube, hätten wir den nicht, wären wir gar nicht eingestellt worden. Gut, hast du geredet, oder? Ich schwöre. Ja, es ist ja so. Es ist ja so. Ja. Du musst. Kann man vielleicht auch sagen, wir sind ein sehr junges Team, nicht nur vom Alter her, sondern auch wir arbeiten erst seit kurzem miteinander zusammen. Und das hätte sich auch so ein bisschen finden müssen, weil ich glaube, wir alle zusammen haben einen sehr starken Charakter, was auch super gut ist. Wir haben verschiedene Charakter, das definitiv. Überall braucht es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann, dort, wo man weniger ist, kann dann dafür jemand anderes einspringen und so. Aber alle zusammen haben wir wahrscheinlich eher, sind wir nicht solche, die sich einfach unter Butter lassen. Ja. Hey, gut sprichst du, ich schwöre, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, darum müssen auch unsere Rapporte ab und zu ein bisschen länger, oder so Supervisionen, die wir machen. Weil jeder hat einen starken Charakter, ein paar haben ein fettes Ego noch dazu. Und ja, dann gibt es ein bisschen Reibereien. Aber was ich ja geil finde, weißt, ich sage dir das ja auch immer, wenn wir so über meinen Beziehungsstuff reden. Lieber diskutiere ich einmal mehr und dafür sind Fronten geklärt, als wenn ich muss die Person anlügen oder einfach will jetzt, dass die Harmonie bewahrt wird und dafür meine Gedanken für mich behalten. Ich sage auch, die reinste Form von einer Freundschaft ist die ehrliche Freundschaft. Auch wenn einer kommt und sagt, Bro, weißt, ich habe das. Und du weißt eigentlich. Du sagst, nein, Bro, voll nicht. Jetzt rede ich so groß, aber gestern hast du das und das gemacht. Es ist ein Unterschied, wenn ich das so bilateral mache oder wenn ich das jetzt in einem riesen Kollegenkreis irgendwie abmache. Also, weißt. Und das haben wir mega und ich finde das extrem gewinnbringend. Eine andere Frage, was denkst du, oder wenn jetzt jemand die Folge schaut und sagt, hey, Gefängnis, geil, ich habe gar nicht gewusst, Frauen und was sind Voraussetzungen, die du sagst, die braucht, oder was sind Fragen, die man sich vor der Einstellung in einem Gefängnis sollte fragen? Ich glaube, die Arbeitszeiten ist sicher mal etwas, wo das kann sich nicht jeder erlauben. Gerade also in meinem Fall, ich bin alleine mit 2 Kindern. Ja. Ich habe Gott sei Dank die Unterstützung von meiner Familie, sonst wäre das überhaupt nicht möglich. Eben so Nachtdienst, Wochenenddienst, wo man tagelang im Gefängnis ist und so weiter, ist das gar nicht bewerkstelligen. Also etwas. Und dann natürlich eben, kann man sich abgrenzen, kann man sich nicht abgrenzen. Selbstständig sein natürlich, selbstständig gewisse Entscheidungen können treffen, muss man sich auch getrauen. Mega. Kann man das nicht, dann braucht man immer wieder so ein bisschen das Schöpfchen vom Chef bei den kleinsten Entscheidungen. Und natürlich kann man mal unseren Chef fragen, hey, schau, das und das ist vorgefallen, was meinst du? Wenn ich das so und so würde machen, würde ich das gut finden, natürlich auch, um sich auch bei gewissen Sachen so ein bisschen absichern und so. Aber ich glaube, man darf keine Angst haben, zum Herstehen und seine Meinung sagen. Ja. Also das heisst, wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich die auch wohl überlegt treffe, weil am Ende muss ich hinter dieser Entscheidung wie auch stehen. Genau. Das ist das. Genau, ausser natürlich, was mir auch schon passiert ist, dass ich muss sagen, okay, ich revidiere meine Entscheidung, ich habe in dem Moment falsch überlegt, aber das auch so im Insassen vermitteln. Ja. Dass er wie auch, eben da sind wir wieder bei der Eingliederung, dass man zu Fehlern stehen kann, sagen, okay, schauen Sie, ich habe da falsche Informationen gehabt, ich habe nicht gut nachgefragt,
Ich habe das nicht gewusst, tut mir leid, aber schauen Sie, das und das ist die Lösung für das Problem oder das und das ist erlaubt, das nicht. Weißt du, so ein bisschen... Voll. Ist auch extrem Oder? wichtig. Ich finde das mega wichtig, weil Leute haben das Gefühl, wenn du die Uniform anhast, wir sind so die Leute, die über jeden Zweifel erhaben sind und wir haben kein Problem, aber hinter dieser Uniform steckt ja auch ein Mensch. Und wenn du natürlich die Größe hast, und das ist eine mega Größe, und sagen kannst, ey, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, dann denkt die Person sich, ey, die sind ja auch nicht perfekt. Es macht dich ja wieder ein bisschen menschlich, weißt? Und Leute, die so dann sagen, nein, das war wegen dem, das ist wegen dem und ich habe eigentlich gar keine Schuld. Also die Leute sind, ich sag mal, 80% im Gefängnis emotional mega intelligent. Mega intelligent. Das heisst, also, sie spüren Sachen raus, vor allem jetzt, wenn es so um Leute geht, eben sind alle unschuldig, aber so Betrug und so, die machen das nicht seit gestern, die machen das seit 10 Jahren und wissen ganz genau, wenn du so reagierst, was sie müssen sagen, weißt. Darum extrem, extrem wichtig, ja. Ja. Sonst etwas? Oder ist das lange nicht? Komm einfach, bewirb dich. Nein, es ist... Wir sind immer offen für gute Leute. Ja, voll, nein, wir sind ein super Team, also kommt zu uns. Wenn ihr auch gut sind, sonst könnt ihr irgendwo anders hin. Hast du noch irgendeine Message, irgendein Thema, irgendein Appell, sei es auch, was es immer ist? Hat Freude im Leben. So die ganze Zeit über das Gefängnis, weißt du, so wie es Weltfrieden. Freude am Leben. Ja, aber ich glaube Ausgleich im Privaten. Also, ja. du kannst jetzt, ich glaube auch nicht jetzt, also privat kennen wir uns jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass du nur arbeiten gehst und nur auf deine Kinder schaust. Ich glaube, du machst auch Sachen, die du für dich machst, damit du wieder Kraft genug hast für das Ganze, was man machen muss, oder? Das musste ich aber lernen. Hast du lernen? Das musste ich fest lernen. Okay. Da ist meine Tochter auf die Welt gekommen und meine ganze Welt hat sich nur noch um das kleine Würmchen gedreht. Und ich habe mich komplett vergessen. Wie lange ist das gegangen? Das ist sehr lang gegangen. Das Okay. ist, würde ich sagen, 8 Jahre, 9 Jahre ist das gegangen. Okay. Ja, also es ist wirklich... ja, ich habe immer so ein bisschen auf mein Äußeres geachtet. Das war mir immer sehr wichtig, Ja. vor den Kindern und so weiter. Und irgendwann kommt meine beste Freundin und sagt, hey, mach wieder mal etwas aus dir, wie siehst du aus? Und dann schaue ich mich in den Spiegel und denke, voll, sie hat Okay. voll recht. Und dann habe ich es so ein bisschen Stückchen für Stückchen müssen lernen, als Mami die Mami-Rolle ablegen und wieder Frau sein. Okay. Das ist wirklich, das machen wahrscheinlich viele andere Mamis besser von Anfang an. Aber ich habe mich so auf die Mami-Rolle konzentriert, dass ich wirklich jede Entscheidung nur um die Kinder. Okay. Und ich hatte weder Hobbys, noch hat es mir gefällt in dieser Zeit, ganz ehrlich. Dann habe ich mich gross mit irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen getroffen. Aber eben, wie gesagt, in dieser Zeit bist du so in dieser Blase rein, dass du das gar nicht merkst. Erst nachher, im Nachhinein, wenn sich dein Horizont so ein bisschen Stückchen für Stückchen anfängt wieder öffnen und du wieder Leute reinlässt so ein bisschen in die Blase und so ein bisschen wieder wie die Aussenwelt anfängst begreifen, dass die noch existiert, dann merkst du eigentlich, was dir alles gefällt hat. Einfach einmal einen Abend mit den Kolleginnen verbringen, mal essen. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Krass. Und das ist jetzt so ein bisschen mehr gekommen die letzten Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir wieder mehr Freiheiten geholt. Wir haben vorhin darüber geredet, ich habe jetzt wieder angefangen so ein bisschen mit Fitness und so weiter. Voll, ja, genau. Und es tut gut, Auch wirklich einmal können sagen, okay, jetzt ist Lesezeit und jetzt bin ich nicht Aufseherinnenbetreuerin, ich bin nicht Mami, ich bin nicht irgendwie, muss auf irgendjemanden hören. Ich kann jetzt wirklich schnell ins Fitness gehen, ich kann meinen Kopf abschalten, gute Musik rein tun und dort meine Übungen machen. Aber dann gibt es auch mal so Tage, wo ich denke, nein, jetzt bleibe ich einfach daheim. Wenn zum Beispiel Kinder beim Papi sind, es muss mir einfach nicht mehr anrufen. Ich gehe nicht raus, ich hänge auf meinem Sofa, Netflix in eine gute Serie, geiles Essen, Schoki. Ja, Schoki. Das habe ich noch wieder ansprechen. Ich habe es dir gesagt. Lizzie ist jemand, sie ist eben Mami, schlank, alles. Die Frau zum Mittag
Darf ich? Ja. Brot, Kinder Bueno, Klack, zum Mittag. Ey, und weißt, einmal, zweimal voll easy. Also voll easy im Sinne vom Zunehmen. Ich schaue es nur an und ich nehme schon 2 Kilo zu. Und wirklich, wie viel du Schoki essen kannst und noch in dieser Form bleiben kannst, Chapeau. Immer. Du hast immer irgendetwas dabei. Sagst dir Riesen, wo du einmal dabei bist. Es ist ja auch mega fein. Und dann sehe ich das immer und denke so, soll ich jetzt auch eins nehmen oder nicht? Oder, wie machst du das, Mann? Ist das Gen einfach? Ich glaube, es ist Gen. Gen, gell? Ja, aber ich stelle mir auch gerne vor, dass ich das mit meiner mentalen Kraft mache. Ich denke dran, ich nehme nicht zu und dann passiert es. Also für alle, die abnehmen möchten, da ist die Adresse. Ich kann einfach sagen, Nein, so mache ich es nicht. Nein, ich finde das krass. Ja, aber ich glaube, es sind wirklich gute Gene, die ich geerbt habe. Ja. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass irgendwann mal wieder dran kommt. Das kann nicht gesund sein. Das ist mir völlig bewusst, das ist nicht gesund. Ja. Ich bin ein sehr, sehr, sehr schlechtes Vorbild. Ich versuche auch daheim so ein bisschen mich anders zu ernähren als im Geschäft. Im Geschäft denke ich, Leben am Limit gehen. Ich schwöre, Kinder sind eh nicht das Scheiß drauf. Kinder Bueno, 20er-Pack. Ja, aber irgendwann wird dran kommen. Also ich werde auch älter. Ja, aber also, sonst ist das meistens so nach der Pubertät oder eben Leute sagen dann, hey, schau, weil mit der Zeit, also ich bin jetzt 30, eben wie gesagt, ich schaue das Kinder Bueno an und ich merke schon, wie es so da mehr wird. Man muss auch sagen, Thema Mittag in unserem Geschäft, unterschiedlicher könnten wir beide gar nicht essen. Nein. Also, Und ich bewundere nicht nur dich, auch alle anderen. Die kommen mit so Tupperware, vorgekochte Sachen. Ich denke mir, von woher nehmen die Motivation, das zu machen? Dann schaue ich dich an. Was ist Magerquark mal dabei? ja. Und irgendwie Gurke oder so? Ja. Ja, eben, ich sage, unterschiedlich Wie könnte es nicht sein. kann man? Wie geht das? Ich kann nicht. Ey, bei mir ist es Ich so, kann das nicht. ich liebe Essen, wirklich. Wenn ich das erzähle im Geschäft, sage jetzt hebt die Schnur, Korrektur mit dem Gürkli oder mit deinen Rüebli, die du immer dabei hast. Für mich ist Essen aber gleich Genuss. So. Wenn ich daheim bin am Abend, dann ist es so, jetzt kann ich mir etwas gönnen. Weil jetzt habe ich Zeit, ich kann etwas kochen, machen, dies, das. Wenn ich am Mittag auch schon esse, dann esse ich zweimal hure fett. Und du weißt, wie die Leute. Also, du hast jetzt voll dargestellt, alle kommen mit Tupperware. Es gibt 5, 6 Kandidaten, ihr wisst genau, falls ihr zuschaut, das sind ihr. Vor allem einer, jeden Mittag Pizza. Jeden Mittag ja. Pizza. Oder dann gibt es auch noch einen, jeden Mittag ein Sandwich. Ja, eben. Und dann denke ich Immer mir das so, Gleiche. ey. Und dann habe ich ihm das gesagt, ich so, hey Bro, man, jeden Mittag Pizza, man, hängen mal. Ich wollte eigentlich sagen, so, hör auf immer Junkfood essen. Am nächsten Tag komme ich, also siehst du keine Pizza? Ja geil, jetzt habe ich einen Burger geholt. Ich so, ja, super, Bro. Genau das habe ich gemeint. Dann hat er wieder 2 Wochen lang Burger gegessen. So gut. Nein. Ja gut, nein, aber die meisten Leute, die bei uns arbeiten, haben die wirklich die gesunde Nahrung. Also Ja. weißt du, so Reis mit Fleisch, mit Gemüse, mit also solche, die sich sehr bewusst ernähren, die vegan leben und so weiter, haben wir ja auch. Ja. Und ich denke mal, oh mein Gott, wann werde ich genug erwachsen, dass ich mich auch so ein bisschen... Dann kann ich mal das Kinder Bueno auf die Seite tun. Ich will aber nicht gleich definieren, dass vegane Kost gleich bewusste Ernährung ist. Ich weiss, was das einfach Nein, fürs aber Protokoll. sie tun sich mehr damit auseinandersetzen. Ja, oder? das schon. Das auf jeden Fall. Ja, also sie gehen nicht einfach in den Coop und denken, welche Schoki ist die beste. Nehmen sie einfach mal. Scheißegal, was dahinter steckt. Ja, es ist wirklich, man macht sich Gedanken, man probiert zu kochen und so weiter und so fort. Ja. Und du denkst dir, Ich denke einfach Schoki. Schoki. Semmeli, brutal, beste Leben. Ja, hey, ich würde mal einen Cut da machen, wenn dir das recht ist. Machen wir. Ausser du hast noch etwas, was du möchtest ansprechen. Nein. Ist das so? Ja. Jetzt ist mir die Frage wieder aufgepoppt. Jetzt wollte ich es gerade aussprechen und dann ist sie wieder gegangen. Nein, Ich schwör's komm dir. jetzt. Ekelhaft. Ja, egal. Vielleicht fällt mir die Frage wieder ein und dann machen wir eine zweite Folge. Oder wenn es Fragen gibt oder
Etwas, jetzt habe ich es. Aber nicht die erste Frage, sondern die zweite Frage, die mir aufgefallen ist. Jetzt hören die Mütter zu und denken, ja, ich muss auf mich schauen. Einfacher gesagt als gemacht. Der Weckruf war sicher deine Kollegin, die vielleicht gerade etwas getroffen hat. Weil eben, du sagst, du hast immer geschaut und dann auf einmal sagt sie so etwas. Wie hast du die Macht wieder erlangt, auf dich können, dürfen, müssen zu hören? Es ist sicher in Baby-Steps gegangen am Anfang, sagst du, ja, es öffnet sich. Ja. Wie macht man das? Also ich weiß einfach von mir ausgehen. Ich glaube, dass es da nicht ein Patentrezept gibt für so etwas. Aber ich habe gemerkt, das tut mir gut. Es tut mir auch mal gut, vielleicht das Wochenende weg, fort, was auch immer. Und dass ich dann wie Kraft habe, um ein ausgeglicheneres und ein glücklicheres Mami zu sein. Weil es bringt dir nichts, wenn du 24 Stunden lang, jahrelang für die Kinder da bist, dich aber verlierst, so ein bisschen alles um dich herum verlierst und du durch das unglücklich wirst, finde ich, haben die Kinder weniger von dir, als wenn du mal dir eine Auszeit nimmst und sagst, schau, auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, schau, jetzt gehst du wieder ins Zimmer spielen, jetzt Mami schnell Mami-Zeit. Die Kinder verstehen das und dann kommst du wieder zurück nach dieser Viertelstunde und dann denkst du, also, jetzt machen wir zusammen so noch. Oder jetzt machen wir zusammen einen Kuchen oder irgendwie so etwas. Haben doch Kinder viel mehr davon, als wenn alles so ein bisschen lethargisch wird und einfach nur noch krüchst durch den Alltag durch, haben die Kinder nachher auch nichts davon, oder? Okay. Also dein Beweggrund ist eigentlich, oder ich sage es mal so, du hast dich so aufgeben für die Kinder, weil du deine Mami-Rolle ernst nimmst, dass das, was dich eigentlich dort rausgeholt ist, dass du das gesagt hast, die Me-Time ist eigentlich auch für meine Kinder, also kann ich das viel vertreten. Weil, wenn ich die Me-Time nehme, dann habe ich wie mehr Kraft. Nicht im Sinne von, das machst du jetzt auch für die Kinder, aber einfach für deinen Kopf, der dann in dem Moment so funktioniert hat, Kind, hast du gesagt, Moment mal, das ist auch etwas, eigentlich, was meinen Kindern etwas bringt. Weil ich nehme mich kurz zurück und komme mit doppelter Power oder Enthusiasmus wieder dort an. Oder? Ich würde sagen, das bringt einfach der ganzen Familie so etwas. Ja. Es haben alle mehr davon, wie ich auch mal sagen kann, stopp, bis daher und nicht weiter. Ja. Jetzt brauche ich einfach mal Zeit für mich. Und ich habe zum Beispiel auch so Rituale, die ich mache. Also ich bringe Kinder ins Bett und dann schnell mit ihnen schwätzen, dann mal so ein bisschen den Tagrevue passieren lassen. Dann gebe ich beiden nochmal einen guten Nachtkuss, sage so, sie schlafen gut. Und dann ist das Erste, was ich mache, bevor ich irgendwie anfange, die Küche aufzuräumen, bevor ich irgendwie noch in die Wäschküche runtergehe, ich nehme mir die Zeit schnell für mich und gehe raus auf den Balkon, rauche 1, 2 Zigaretten. Ich hätte auch nicht anders behauptet. Was soll ich mir jetzt sagen? Dann geht es so tönt. Das ist auch das. Heutzutage, wenn du sagst, ich rauche, musst du sagen, was rauchst du? musst dich rechtfertigen. Ja, voll. Ja, und dann gehe ich wieder rein und dann fängt dann da oben an, eben mit allem Haushalt und so, was noch ansteht. Einfach so, dass man sich Ritual einbaut. Und für jeden ist es irgendetwas anderes. Ja. Für den anderen für den anderen ist es vielleicht eine Viertelstunde Yoga. Für nochmal jemand anderes ist es keine Ahnung, was. Ein Glas Wasser, das kann ja so etwas Banales sein, ja, oder? Ja, genau. Es muss nicht jedes Mal ein riesen Wochenende sein in Las Vegas oder so, wo man sich voll verliert. Ja, voll. Es muss nicht immer das sein. Es können auch wirklich ganz kleine Sachen sein, so Rituale sich einbauen im Alltag, wo dann das dann sicher erleichtern. Ja. Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. Jetzt habe ich keine Fragen mehr im Kopf. Ja, ich hoffe, es bringt euch etwas an all die Mamis. Wie gesagt, es ist sehr individuell, aber Ritual, ich kenne das auch von der Psychiatrie. Rituale sind etwas, was uns mega etwas Gutes geben können. Ja, ich lasse das einfach so stehen. Schaut auf euren Arsch, schaut aber auch auf die Kinder. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Dankeschön. Danke dir, Lisi. Mega. Merci an dir vielmals. Ciao zusammen. Tschüss miteinander.